der Shitshow und ganz herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge von «Was heisst eigentlich?» Und heute haben wir für euch das Wort «Zupfen». Ja, was heisst eigentlich «Zupfen»? Ich mache zum Beispiel auch unbewusst zupfe ein bisschen im Bart oder so. Ich habe schon von vielen gehört, wenn man nervös ist, zupft man irgendwo rum, sei es im Bart, irgendwie, keine Ahnung, so einfach so Ticks halt. Und jetzt, ich weiss nicht, der Simon hat schon da... Ja, zum Beispiel, ich habe es schon ein bisschen angedeutet, den Pulli-Zupfen am Liebli, das geht so ein bisschen in den Sportbereich, sagen wir Shooten, Eishockey vielleicht auch, je nachdem Handball ist auch gerne so ein bisschen ein Zupfen. Und ja, es gibt nachher Fußballer, wenn man sich ein bisschen zupft, dann sterben sie und rollen rum, zum Beispiel so einen Neymar oder so, je nachdem, ja, hat man ja gesehen in der letzten WM. Ja, und sonst, Zupfen hat noch viel mehr Begriffe. Vielleicht kommt dir noch etwas in den Sinn, Chris. Ja, was haben wir zupfen? Wir haben uns da recht Gedanken gemacht, gemerkt, es gibt gleich mega viele Wörter eigentlich, oder Sachen, die man zupfen kann brauchen kann. Zum Beispiel, ich esse mega gerne, das sieht man ja auch. Was gerade bei den Jungen, die kennen das auch gar nicht mehr so, oder auch im Volksmund ist das Pulled Pork, Pulled Beef, alles mit Pulled. Und das ist ja Englisch und das heisst eigentlich nichts anderes als Zupfen. Also zupftes Fleisch eigentlich, zupftes Rindfleisch, zupftes Schweinefleisch. Gleichzeitig kenne ich es persönlich noch von früher, oder es gibt auch Leute, die, wenn sie so Brot haben, dann zupfen sie gehen so ein bisschen weg, zum Beispiel bei Brioche, und essen das dann so gezupft sozusagen. Und es gibt auch, das sieht man mittlerweile bei vielen so Rezepten, gibt es so Brot, wo man Zeug reinstopft, oder dann für eine Gruppe oder eine Party, wo man dann so Bitzen wegzupfen kann. Das ist gerade noch so, was wir am Start haben. Du, also wenn du so redest, dann bekomme ich fast ein bisschen Hunger, ne? Ah, jetzt müssen wir dann auch noch etwas essen. Ja, ich sehe das. Nein, also eben, es gibt da verschiedene Zupfen. Jetzt, wir haben da so ein bisschen, ja, sagen wir mal, ein Blatt geschrieben, oder? Respektive da, der Chris hat das Blatt geschrieben. Was probiert? Ja, wo man so ein bisschen unsere Gedanken lesen kann. Aber leset das mal! Sorry, die Pfeile, der Scheiß. Was soll das? Also, sorry, ich kann das nicht lesen. Nein, kommt der Zopf rein. Ja, ihr seht, darum tun wir da eigentlich abschillen. Aber wir haben auch sehr Mühe gehabt, als wir gestartet hier. Ja, was soll ich sagen? Ja, ich kann meine eigene Schrift nicht mal mehr lesen. Und ja, wir auch mit diesen Stichworten haben wir so ein bisschen Gedanken machen. Darum versuchen wir es jetzt nochmal. Genau, also, was wir da noch so für Gedanken hatten, ist, vielleicht kennt ihr das aus eurer Kindheit noch, oder klein war, jünger, auf dem Spielplatz, habt ihr das Margritli gesehen, nehmt das, und dann habt ihr vielleicht eine Schulliebe gehabt. Dann hat man da immer einen Zopf nach dem anderen. Sie liebt mich nicht, sie liebt mich, sie liebt mich nicht, sie liebt mich. Meine liebt mich zum Glück, liebe Grüße an dich. Dann haben wir noch zum Beispiel Instrumente. Das viele, die hier Gitarre spielen, kennen es, Saitenzupfen. Und ja. Was hast du noch so, Chris? Ja, wir haben noch, vorhin haben wir gerade wegen Mädchen Frauen gehabt, die natürlich die Augsbrauen zupfen, beispielsweise. Und jetzt haben wir es eigentlich auch schon fast. Also, wir haben dann noch irgendwie herausgefunden oder gehört, wir haben das zwar glaube ich, noch nie selber gehört oder gebraucht, mehr im erweiterten Sinn, aber wir haben auch noch nie wirklich etwas mit Gartenarbeit zu tun gehabt. Scheins tut man beim Jetten, also wenn man den Garten macht und das Unkraut rauszieht, tut man das, sagt man dem scheins umgangssprachlich oder im professionellen, eben wie gesagt, ja, da gar keine Ahnung, sagt man dem scheins so Unkraut zupfen. Gut, das kennen wir natürlich nicht, um recht so faule Säcke sind. Oder? Wir hocken lieber auf dem Sofa vor der Kamera, als wir in den Garten gehen
um Zeug herumstechen und herumzupfen. Das stimmt, und sowieso haben wir nicht viel Ahnung von viel. Ja. Gut. Ja, dann wäre es eigentlich schon gesehen von unserem zweiten Video zu «Was heisst eigentlich?». Wir hoffen, ihr habt viel Spass gehabt. Wenn ihr noch irgendwelche andere Begriffe zu Zupfen habt oder irgendeine Idee, was man bringen als Wort, dann schreibt es uns doch unten in die Kommentare rein. Genau, und wenn ihr Lust habt, lasst ein Like da. Und dann könnt ihr uns ein bisschen nachverfolgen oder drückt das Glöckchen. Dann bleibt uns eigentlich nichts mehr anderes zu sagen als Sláinte and see ya.